Du hast mir gesagt, dass beim Cover von Elegy, nein, das ist der Song, von Becoming the Archetype, Mhm. dass, dass du da das erste Mal so gedacht hast, oh, das sieht cool aus, das will ich auch. Ja, Kannst du das kurz beschreiben? also das war auch bei unserer ersten Bandprobe damals. Da hat unser Drummer damals, der Andi, der hat dieses Album vorgespielt. Und zum einen hat diese Musik mich wahnsinnig beeindruckt, weil das was ganz anderes war, als ich bisher gehört habe. Und ich musste einfach auf dieses Cover gucken, weil das hat mich gefangen. Und ich konnte gar nicht als das äh, irgendwie zu studieren, zu gucken. Also zum einen hat es mich technisch Mhm. beeindruckt. Also diese Hast du Spielerei zu diesem Zeitpunkt hast du schon gemalt, gemalt, aber noch keine Cover oder sowas ja. gemalt. Aber auch vom Berufswegen her hast du dann schon so ein bisschen das Da war Bühnending ich in schon der, gemacht. genau, da war ich in der Ausbildung. Das heißt, du hattest aber schon so eine gewisse Vorstellung, wenn du gesehen hast, wie es aus, du hast Mhm. schon verstanden, da ist wirklich Können dahinter. So, Genau, ja. 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 Also vor allem kompositorisch fand ich das wahnsinnig, weil das ist, ja, eigentlich ein starres Gebilde. Okay, da sind auch Charaktere, die interagieren, aber der Rest ist irgendwie, sind Gebäude sozusagen und trotzdem hat es eine wahnsinnige Spannung und man will einfach hingucken und wissen, was da passiert. Mhm. Genau. Also wir hören uns jetzt diesen Song an. Dann haben die Leute, die live zuschauen, die Möglichkeit, das Cover zu bestaunen. Ja. Und dann sprechen wir ein bisschen darüber. Ja. Hier ist Becoming the Archetype with Elegy. Ja, also wir haben gehört von Becoming the Archetype Elegy. Und das Cover hat Mhm. dich damals zum Nachdenken gebracht. Kann ich sowas auch? Kann man das lernen und so? Und wie ist dann dein Weg gegangen, so von da an? Also so konkret habe ich dann noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja? Mich hat es einfach nur fasziniert und ich habe noch nicht mehr drüber nachgedacht, wer steckt dahinter, wer hat Ja. das irgendwie so visualisiert. Aber einfach aus dem Bedarf dann heraus, dass die Band natürlich auch irgendwie was Äußeres, ein Erscheinungsbild braucht, hatte ich dann halt relativ früh angefangen, rumzuskizzieren, rumzuzeichnen und ja, hatte halt auch zur ersten Bandprobe halt schon ein Cappy, wo ich mit dem Edding halt ein Bandlogo und provisorisches drauf gemacht habe. Genau. Erste Bandprobe und dann ist schon der erste Merch da. Genau, und das war halt auch das erste. Ich wusste, Metal-Logos, keine Ahnung, habe ich mich ja noch nie groß angeguckt. So. Ja. Und aber es war auch relativ ähnlich wie dann das finale Logo von der Band. Genau, und dann habe ich einfach, ja, dann braucht man für die EP oder für die Demo ein Cover. Das ist noch sehr dilettantisch, auf jeden Fall. Teilweise mit Buntstift und Photoshop und ja, sieht nicht so schön aus. Naja. Und das zweite, da habe ich dann richtig 3 Bilder für gemalt und das hatte schon mehr Aufwand, aber genau, da fing es dann an. Ich habe auch so für ein paar Bands Covers gemacht, so mit 18, 19 oder so. Und ich bin so froh, dass man die online nicht mehr findet. Ja, Aber ja, das gehört das so, diese Lernkurve, die ist am Anfang schon ziemlich krass so. ja, das ist so Man wie fängt Kinderbilder von sich ja, selbst anschauen. aber dann mit jedem lernt man wieder was Neues dazu. So, ich mag mich erinnern, als ich das erste Mal von der Druckerei dann so das E-Mail bekommen habe, so wie was ein Farbraum ist Ja, und, und was randabfallend bedeutet. ja. Und das war so zuerst so stressig und dann zu lernen und dann, ah ja, ist ja total normal. Und dann, Mhm. genau. Das Cover, das wir gesehen haben und vom Song, wo wir gehört haben, lass uns ein bisschen über so die Stile sprechen, die uns im Metal begegnen. Also, weil Mhm. ich finde es immer so spannend, dass ein Großteil, was Metal ausmacht, gar nicht per se von der Musik ausgeht, Mhm. sondern von ganz anderen Sachen, nämlich von Gestaltung so. Und die Bilderwelt, die dann assoziiert wird mit Metal, ist ja oftmals nicht, das sind Leute auf der Bühne, die spielen Instrumente, sondern es sind diese Bildwelten,
die dann Künstler wie du mitgestalten. So. Mhm. Was von diesen Bildwelten war für dich spannend und inspirierend? Was sind die Dinge, die du immer sehr spannend gefunden hast, anzuschauen und dann auch selber Mhm. zu gestalten? Das hat sich auch geändert, muss ich sagen. Also von Anfang an, dieser Dan Seagrave von dem Terminated Damnation Cover, das ist immer noch mein Lieblingskünstler. Ist schwer zu sagen. Ich habe Ja. ja kein Ranking Ja, ja, Platz ja. 1 bis 5, sondern gehört zu meinen 5 Lieblingskünstlern auf jeden Fall. Und es sind schon auch, wenn ich so drüber nachdenke, schon meist, also Leute, die das handwerklich machen, also die es physisch malen mit Mhm. Öl oder Acryl. Mhm. Und meistens relativ detailverliebte Leute. Mhm. Also sehr viel drauf, nicht unbedingt ganz realistisch, aber genau, einfach, es passiert viel und dass man nicht guckt, so einmal hinguckt und ja, das ist das Cover, sondern dass man beim nächsten Mal, da sieht man was anderes, als man beim ersten Mal gesehen hat und man kann sich nicht satt gucken. Das ist eigentlich das Schönste so an Mhm. Covern, finde ich, weil man immer noch was Neues entdecken kann. Mhm. Was für mich immer so spannend war, weil ich ja nicht mit Metal so groß geworden bin, sondern es erst später wieder ein bisschen zurück in mein Leben gekommen ist. Aber was immer da war, waren so diese ganzen Fantasy-Geschichten. Und da war es für mich ziemlich einfach, so beim Metal dann auch so ikonografisch ein bisschen zu verstehen, was Ja. da abgeht. So. Und das Ganze, oder die ganze, sag ich mal, die ganze Romantik. Also wenn man irgendwie Bilder anschaut von Caspar David Friedrichs oder so, Mhm. und dann schaust du dir Metal-Platten an. Da gibt es schon so gewisse Überschneidungen, die ich auch sehr spannend finde. Every laughing fist by a call.